Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich wollte das Woche zwei, drei Sujets, die ich durchgehen. Das einerseits an Deutschland sind wir vier Schleppen durchkommen, für eine Maut anzuführen. Das heißt, für eine Zucht Peage, eine Zucht Vignette bezahlen, auf fin de compte, von ihnen mit dem Auto deutsche Autobahnen benutzt. Das ist ein Sujet, den schon die letzten 2 Jahre immer abtaucht, aber die Kommission auch gegen die erste Proposition eigentlich, die wir alle gut als diskriminatorisch empfunden haben. Das heißt, wo klar und deutlich den Ausländer benachteiligt gehen vis-à-vis von dem deutschen Automobilist. Das heißt, da gehen die Kommission ein Verfahren angelegt gehabt, und da waren wir natürlich alle gut gespannt, wie das soll ausgehen. Lo ist es so, dass für 14 Tage ganz plötzlich ein Revirement kommt. Das heißt, dass gesagt ging, den deutschen Verkehrsminister hat sich mit der Kommission geeinigt. Sie haben ein paar neue Tarife angefordert, neue Staffelung von der Maut. Aber für uns, wir haben das analysiert, die Proposition für uns bleibt nach immer eine Diskriminierung zwischen den ausländischen Bürgern und den deutschen Staatsbürgern. Für eine Diskriminierung, weil es so ist, dass am Anfang die zwei Systeme sollen getrennt gehen. Das heißt, einerseits die Maut bezahlen, und andererseits sollte ja die deutschen Bürger, die ein Steuersystem rumkriegen, aber es gibt getrennt, das Steuersystem wird ganz neu gemacht, es gibt auch eine sogenannte nachhaltige Steuerreform gemacht. Das heißt, wenn ein Auto hat, den Männer polluiert, soll er noch Männer bezahlen. Und die Kommission gesagt an der Trennung, dass die deutschen Responsablen gute Wille gewesen haben und noch versucht haben, etwas zu machen, mit das für uns aber noch immer diskriminatorisch, das noch immer anti-europäisch. Und dafür haben wir auch zu einer Partykollegin aus Österreich, aus den Niederlanden, aus der Belgien, aus Lützeburg, von mir selber, haben wir auch hier eine Question parlamentär gestaltet und Kommission. Wir kriegen eine erste Antwort, wie ich schon gesagt habe, sie trennen die zwei Systeme, dadurch finden Mittel fehlen, für nach weitergehend dagegen zu gehen. Wir sehen das nicht so, und wir werden mit Spannung, wie die nächsten Schrittwerte sind. Natürlich kann ich definitiv etwas sagen, wenn das deutsche System durchschlägt, weil zwischen einer Ankündigung und noch einer Pressemitteilung an einem definitiven Gesetzesvorschlag, da können aber nach Welten dazwischen liegen. Das zweite Sujet ist, wie gesagt, Proposition von der Kommission, die letzte Woche kam, für einen sogenannten Wanderpackage zu proposieren. Das sind 8 neue Direktiven a puncto Energieunion. Die Energieunion, ihr wisst, dass eine Zeit lang geguckt ist für Energiesicherheit. Das heißt, wo kriegen wir die Energie hier? Sind die Mittel wer? Sind die sicher? Kann Europa nach in Zukunft mit genügend Gas, Petrol und so weiter versorgt gehen? Die nächste Evolution, der nächste Schritt an dem Dossier ist nun aber mal nicht nur die Energieversorgung, sondern effektiv auch die Effektivität, das heißt Energieeffizienz. Auf der anderen Seite auch den Anteil von erneuerbaren Energien. Und das dritte ist, wie gehen wir in Zukunft mit den Biokraftstoffen. Das heißt, das sind so ein bisschen die 3 großen Sujets. Und die Kommission hat hier verschiedene Vorschläge gemacht. Einerseits a puncto Proposition von der Direktive für die Energieeffizienz. Da sind sie abgegangen von 27 auf 30%, sollen wir anspuren bis 2030. Und zwar das verbindlich machen. Das ist an unseren Ende schon ein ganz guter, ein ganz wichtiger Schritt. Da gesagt ihnen, dass es nicht nur Versprechen sind, die zu Paris bei der COP21 bei Marrakesch gemacht sind, mit der Europäische Union, die Kommission und der Proposition effektiv auch will in die Richtung gehen. Wo wir vielleicht nicht gerade so zufrieden sind, aber da muss ich nach Details gucken, das ist den Anteil und noch die ganze Abspeisung und noch die ganze Bezahlung von der erneuerbaren Energie. Erneuerbare Energie, das heißt, da soll eine neue Konzeption erstellt gehen, da soll auch eine neue Gouvernance von der Energie, vom Energiemarkt gemacht gehen. Und das ist am Anfang etwas, wo wir schon lange gefragt haben, wo aber Parlament immer mehr ambitiös eigentlich war. Das heißt, wenn die Kommission noch höher abgeht auf 30%, da geht das den großen Teil vom Parlament nicht durch, weil wir hatten schon envisagiert an unserer Ankündigung 40%, das ist für uns mit einer Verbindlichkeit verbunden. Das heißt, das sind am Anfang mehr ambitiöse Projekte, wie das, was die Kommission vorgelöst hat. Die Länder sollen aber, das heißt, was die Kommission auf EU-Niveau proposiert, soll aber
den Ländern eine gewisse Flexibilität lassen, weil ihr wisst, dass aber Länder die Transition hin zu erneuerbaren Energien nach nicht so sehr hinkriegt, auch vielleicht noch nicht so sehr wild machen. Du musst dann natürlich Druck merken, wie zum Beispiel Polen, aber auch wie andere Länder, die noch ganz stark auf Kohle setzen, das heißt, die noch nicht so noch nicht so fördern, wo die wollen noch nicht da ist, für auf erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wind und Sonne für die Roban zu gehen. Das heißt, das Sinn, soll einerseits gucken, in den Ländern eine Flexibilität zu lassen, andererseits aber die europäischen Ziele zu erreichen. Wir als Parlament werden darauf schaffen, und wir sind mehr ambitiös und wir wollen da mal ein bisschen Druck machen, einerseits ob der Conseil auch und natürlich auch auf die Kommission, die heute Proposition gemacht hat. Biokarburanten, das heißt, ihr wisst, dass eine relativ große Polemik ist. Polemik in dem Sinn, dass gesagt wird, wir müssen etwas Neues, wir müssen Biokarburanten von der zweiten, von der dritten Generation, die mehr nachhaltig sind, die auch mehr CO2-Emissionen reduzieren, weil darum geht es am Endeffekt. Und auch da soll eine Proposition von der Kommission gemacht werden. Dann haben wir noch ein Dossier von den Preisschwankungen an der Landwirtschaft. Da ist die Situation an der Landwirtschaft als ganz prekär im Moment. Bauern sind von ganz vielen Faktoren aufhängig, die ob hier Ertragnisse, ob hier Preise, ob hier Einnahmen großen Druck ausüben, große Schwankungen. Und es geht darum, für eine Situation zu finden, für diese Schwankungen da ein bisschen zu viel zu kommen oder respektive sie auszubalancieren, wann es dort so kommt. Klimatische Bedingungen als eine Sache, Krankheiten sowohl von den Pflanzen wie auch von den Tieren als eine andere Sache. Dann natürlich globalisiert mehr. Das heißt, wenn an der globalisierten Welt liefert, da können wir mehr zusammenbrechen, wie das mit der Milch geschieht aus China, wo die Europäische Union geliefert hat, wo immer den Markt zusammengebracht hat. Das heißt, das sind so Sachen, die zu großen Unterschieden und noch zu großen Preisschwankungen führen. Das ist natürlich nicht nur für den Bauer, das ist auch für den Konsument und auch für die ganzen Versorgungsketten, für, wie gesagt, das besser zu regulieren, sodass wir hier in ihrer Programm als Parlament am Hinblick, wann die europäische Landwirtschaft demnächst soll neigemerkt für die nächste Zeit, für das dran zu kriegen. Das heißt, für die ganzen Vertragssysteme, für die einigermaßen europäisch zu regulieren, für die besser zu kriegen, für mehr Sicherheitsfaktoren ranzukriegen, zum Beispiel, dass doch keine Preis festgeschrieben gehen für verschiedene Lebensmittel, dass Versorgungsketten eigentlich auch viel mehr transparent muss sein. Das heißt, dass ein elektronisches System, wo in zu allem Moment kennt, suivieren, wie der Preis dann ist, wie Versorgungsketten, wie Disponibilitäten noch sind von den einzelnen Projekten, von den einzelnen Produkten. Das heißt, alles das wollen wir besser regulieren, wollen wir besser auch mit Transparenz regulieren, dass noch wirklich an Zukunft den Durchblick hat. Dann natürlich auch den Budget von der Landwirtschaft, den nicht flexibel genug ist. Wir haben ein ganz paar die Posten, aber wenn dann etwas vorkommt, dann wird geguckt, wo können wir da, wo haben wir Flexibilität am Budget für da ganz kurzfristig Hilfe zur Verfügung zu stellen. Auch das soll besser gehen, weil das im Moment ziemlich rigid, ziemlich streng reguliert, und das soll auch mehr flexibel gehen, wann ein zweiter Markt abbricht oder wann verschiedene Länder Schwierigkeiten kommen, für dass die dann auch direkt können geholfen kriegen. Das ist ein bisschen so, das sind die Hauptpunkte von den 3 Dossieren. Nächste Woche sind wir zu Straßburg für eine Plenärsession. Das heißt, wenn diese Sendung gesendet wird, sind wir schon zu Straßburg. Ich wollte eigentlich so, dass ich die nächste Woche von der Plenärsession von Straßburg berichten werde. Ihr seht, hier haben wir die Christbäumchen. Es geht mit riesigen Schritten auf Christtag zu. Darüber sind wir natürlich alle gute froh. Mit das aber auch einen gewissen Druck zu spüren. Natürlich geht frei wild nach seinem Projekt nach 4 Ende des Jahres nach evakuiert kriegen oder wenigstens nach an Termen sind, wo kann beruhigt aber die 3 Wochen mal zumachen, Vakanz machen, daheim mit der Familie verbringen. Und dafür ist der Druck natürlich im Moment extrem groß. Vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.